Jetzt haben wir gerade jemand geschrieben, jemand, der mir gesagt hat, hey komm, mach doch ein neues Video. Dann habe ich mir gedacht, ja, mache ich ein neues Video. Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um mein Austauschjahr. Und ja, fangen wir an. Ich habe noch etwas zu sagen. Heute Morgen hat Eileen Fischer natürlich ihre 1000 Abonnenten geknackt. Echt stark. Geht auf ihrem Kanal vorbeischauen, ist auf jeden Fall ab und zu eigentlich aber noch lustig. Und dann geht's los! So, wir fangen gerade mal an mit etwas, was heute passiert ist, was es bei uns in der Schweiz nie wird geben. Es hat gestern Morgen geschneit. Dann hat es ein bisschen Schnee noch auf der Straße. Ich zeige euch hier mal ein Bild, wie das ausgesehen hat heute Morgen. Und weil das anscheinend schon zu viel Schnee ist, um in die Schule zu gehen, ist einfach heute die Schule ausgefallen. Wegen dem bisschen Schnee. Wird auf jeden Fall daheim nie im Leben passieren. Wir müssen sogar noch in die Schule, wenn hier ein Tornado oder was auch immer losgeht in der Schweiz, da könnte ein Tsunami, weißt, vom Rhein oder so, und dann würden wir trotzdem noch in die Schule müssen. Die interessiert das nicht, wie gefährlich das ist auf dem Schulweg. Nein, ehrlich im Fall. Ich bin recht froh, dass wir in die Schule müssen bei diesem Schnee. Könnte recht schlimmes Zeugs passieren. Ich meine, das ist rutschig und so. Der nächste Punkt ist, dass die Schule hier ist so viel einfacher als in der Schweiz. Also ich habe daheim das 9. Schuljahr beendet und habe dann statt hier mit dem 10. habe ich hier mit dem 11. angefangen, und das 11. Schuljahr ist etwas einfach wie die 2. Sek, also es ist richtig einfach hier. Ja, das ist sicher richtig übelst. Der dritte Punkt geht um Fluchen. Also die Leute hier, die sind mega streng, wenn es um Fluchen geht. Wenn du fluchst, wirst du einfach zusammengeschissen. Keine Fluch hier. Keine sagt, nicht mal wenn du Shit sagst, akzeptiert das jemand. Da gibt es Probleme, wenn du zu viel fluchst. Und das musste ich zuerst gewöhnen. Und ja. Der vierte Punkt ist, die Distanzen zwischen Dörfern und Städten sind so viel grösser. Also in 1,5 Stunden kommt man doch einmal zum ersten Flughafen. In der Schweiz bei 1,5 Stunden kannst du von Zürich nach Basel. Was mega cool ist eigentlich da, oder was eigentlich wirklich mega nötig ist, dass du mit 16 kannst Auto fahren kannst, weil die Distanzen ja so viel grösser sind und es hat keine öffentlichen Verkehrsmittel, fährt auch jeder schon mit 16 Auto, was natürlich auch erlaubt ist. Die Kinder, die da noch nicht 16 sind, müssen jedes Mal ihren Eltern anrufen, dass die sie mit dem Auto abholen, und das würde in der Schweiz nie funktionieren. Der letzte Punkt ist, dass praktisch alle Läden haben am Sonntag offen. Also kannst du eigentlich sagen, alle Läden haben am Sonntag offen und mega viele Läden haben 24 Stunden offen. Und ja, die schließen nur an irgendwelchen wichtigen Viertag. So, das war's mit diesem kleinen Video von mir. Ich hoffe, ihr habt es gut gefunden. Wenn ja, gerne Daumen nach oben. Und ja, gebt mir wirklich einfach mal Videoideen in den Kommentaren. So viele Videoideen, wie ihr noch im Kopf habt. Gebt mir Prank-Ideen, die ich an meinem Gastbruder ausprobieren könnte, weil ich brauche Ideen zum Videos machen hier. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder mal. Ciao!